Gut, so der Schmerzi, dass kommen sieht. Ich will do mal aufhängen, für ob dazu kommen, was heute Morgen nicht hier im Nationalvorstand passiert, dass mir zu Brüssel, gerade so wie nur den Terroranschlag zu Paris war, will ich auch hier nachher also GBL so, dass als nicht nehmen die Terroranschläge heute Morgen zu Brüssel schockiert tun, an dass man par rapport zu den Familien von den Viktimen von denen Anschläge als Beileid ausschwätzen, an als Solidarität mit all denen, die blessiert sind, an als Solidarität doch mit dem belgischen Volk, wie das man auch nach einkehr ganz klar so, dass man die Krimen, ob das Haft ist, verurteilen. Das sind Krimen gegen Menschlichkeit, das sind Krimen gegen als Werte, gegen als demokratisch Werte und als Freiheit. Mit so ein Terror und Gewalt sind weder politisch, ökonomisch noch sozial oder kulturell Probleme zu lösen. Das ist evident, dass die Leute, sofern sie sich nicht selber an Blut geschossen haben, müssen zur Rechenschaft gezogen gehen. Das gilt gerade so für hier Hannermänner. Weil er auch das hier so, und das wird ganz viel gesagt, dass die absolute Sicherheit gegen so Terroranschläge nicht wert gehen. Und das auch muss ganz klar gesagt gehen, dass sie nicht darf, ob das Spiel von den Terroristen angehen. Wir müssen aufpassen, dass man als Antwort auf den Terrorismus nicht als eigen demokratisch Rechte und Freiheiten, den Schutz von der Privatsphäre und so weiter vorstellen. Das wäre genau das, was sich die Terroranschläge machen, sich geben wünschen. Und ich will auch eine Einkehr, gerade so wie wir in Paris gemacht haben, auch eine Einkehr suchen, auch wenn das immer schwer ist, genau an so Situationen, dass Hannen drun, es auch nicht so kann sein, dass ich meine, das kann ich just mit militärischen und repressiven Antworten die Probleme do lesen Hannen drun, steht finalement auch der Kampf für die Demokratie, nicht nur in Europa, für allem hier steht, dass sie noch nicht die autoritär, antidemokratische Regime unterstützt, an denen Regionen, wo vieles hier könnt, an es auch da sehen, und das gilt besonders für Europa, wo an all den letzten Jahren Sozialinegalitäten extrem gewusst sind, dass auch du weißt, dass eine Gesellschaft muss du Antworten finden für nicht immer Brutstätten zu produzieren, Nächte zu produzieren, wo auch den Terrorismus hier könnt, auch das muss in dem Zusammenhang gesucht gehen. Und da könnt ihr euch vorstellen, heute Morgen sind die Nachrichten rausgekommen, während mehr als Nationalvorstand hatten, und dann ist es logisch, dass es nicht so einfach ist, über als Sujet so einfach zu schwätzen, als Sujet, die dann gewerkschaftspolitisch Sujet sind, viel, die man am nationalen Plan zu denen haben. Wie gesagt, das nicht so einfach, und trotzdem haben wir als Nationalvorstand gemacht. Ich probiere dann noch auf die wesentlichen Punkte anzugehen, die wir heute Morgen diskutiert haben. Und ich gebe den zweiten Punkt nennen, Dialog sozial, also Sozialpakt, für ein Bilan zu machen. Wir haben darüber diskutiert, wie wir am Moment am sozialen Dialog stehen, zu den einzelnen Seiten, die Einzelseiten, also auf der einen Seite die Regierung,
und auf der anderen Seite Patronat hier zu Lützeburg. Aber Bezug auf den Dialog mit der Regierung muss ich sagen, dass wir an den letzten Wochen eine ganz Party von positiven Akkorden erreicht haben. Das sind Akkorden, die einerseits zurückgehen auf den Akkord, den wir mit der Regierung den 21. November 2014 gemacht haben, am Kader von der Diskussion, also Opposition gegen den Spurpark, bekannt auch unter dem Zukunftspark. Und es sind aber auch Akkorden, die darüber rausgehen, und das positiv, und wir felicitieren uns an die Regierung, dass wir da zusammen konnten Solutionen treffen, besonders erinnernde Stunden nun als ein Akkord mit der Regierung in Bezug auf Bursen von den Studenten, wo es uns erreicht oder wo es gelungen ist, dass in Zukunft Bursen werden und die Entwicklung von den Preisen adaptiert gehen. Sie gehen indexiert, und zwar ab dem Jahr 2018, und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich denke dann auch daran, den Akkord, den wir für uns politisch gefunden haben, wo wir konnten in Präsenz von den Ministern Kahn am Maich und zusammen mit dem Generalsekretär von der CGFP konnten einen positiven Aufschluss mitteilen über die zukünftige automatische Anpassung von der Prestation familialen, nicht nur und Preisentwicklung, also nicht nur eine Indexierung, mehr und die allgemeine Lohnentwicklung, in diesem Fall den Medianlohn, und das ist auch ein ganz positives Resultat, weil wir ja wissen, dass 2006 Prestationen familialen desindexiert sind, weil wir wissen, dass hinter langem eine ganze Party von den Prestationen familialen, sie wird Kannergeld oder sie wird Allocation Rentrée scolaire, sie wird einer Prestationen, die drinnen fallen, nicht mehr und der allgemeine Einkommensentwicklung angepasst gesehen, und das ist positiv. Ich will aber direkt sagen, ihr das vorstellt, dass das nicht ändert und unserer Kritik par rapport zu dem projetierten Montant vom Kannergeld, die sogenannten Montant Uniform, so nachher, dass mehr nicht gegen die Philosophie haben, dass Kannergeld für alle Kanten selbst soll sein. Wir hat auch müssten nach einem Effort gemacht, die mir das nicht und dem Akkord, den ich hier angeschwärzt habe. Ich wiederhole dann auch hier am Dialog mit der Regierung die positive Ausrichtung, die die Regierung proposiert hat in Bezug auf die zukünftige Steuerreform. Es geht an die richtige Richtung, weil es sich zu einer Erleichterung von den innersten und mittleren Einkommensschichten soll kommen, da das als Hauptforderung gewährt. Wir haben immer gesagt, dass daran die erste Priorität von der Steuerreform mit Laien, wenn es so in die richtige Richtung, wiederholen ich nachher, dass aber die Richtung noch nicht durchgeht, in dem Sinn, dass man ja auch der Regierung proposiert tun für allem, für den Hintergrund von all den Krisenbelastungen, für allem steuerlicher Natur, von all den letzten Jahren, dass noch zusätzlich erfahren müssen gemacht gehen, aber wir haben ja die Propositionen weitergereicht, wobei wir allkehrs auch wiederholen, dass wir gegen Finanzierungen fordern, erstens mal, weil wir vermissen, dass für alle Besteuerung von den Revenuen, von den Erträgen und Kapital, dass die eigentlich an der Steuerreform nicht vorgesehen hat, die Besteuerung abzusetzen, außer bei der Quellensteuer, wo man übrigens einen Absätze vom Freibetrag dann für die kleinen Spuren abfordern. Und das ist eine andere Finanzierung, die ist, dass sie auf der anderen Seite nicht erleichtert. Nicht erleichtert, da wo es nicht notwendig ist, wir sind noch immer nicht bis heute überzeugt gehen, dass es irgendwo notwendig wäre, für eine enger auch immer weh definierter Kompetitivität von den Betrieben und Attraktivität vom Lützeburger Wirtschaftsstandort, dass sie Betriebe
steuerlich entlasten. Sie haben an der ganzen Krisenentwicklung nicht erlebt, dass die Steuern abgegangen sind am Unterschied zu all denen anderen, und dafür sehen wir auch gar nicht an. Aber wie gesagt, Beweis bleibt bis heute schuldig, der Beweis ist bis heute nicht brut, dass do Steuererleichterungen überhaupt angepasst sind. Zumal es, wenn es geht, einer Belastungen entgegen zu finanzieren, für die Entlastungen zu erreichen, die notwendig sind. Ich könnte noch auf einer Sujet gehen, wo Diskussionen weitergehen mit der Regierung, wo ich auch mengen, dass eine Party eigentlich positiv weitergehen, wie beispielsweise wird auch das, was der Macron vom 20. November 2014 steht, nämlich die Abfähung von einem Recht auf Temps partiell und Retraite partiell. Ich denke nun Diskussionen von einer besseren Gesetzgebung in Bezug auf die Failliten, wo man da ja auch heute einen Fall beschrieben haben, was doof Handlung von der Faillite von der Imprimerie Faber unbelangt von der Römenkehr, wo müsste feststellen, dass Gesetzgebung muss verbessert gehen. Wir haben dann aber auch Diskussionen nach über die Frage von der Präretreten, wo wir eine Extorsion wollen, ob einer belastend Arbeitsbedingungen und so weiter. Ich habe noch vom sozialen Dialog mit der Regierung geschwärzt. Es gibt aber noch einen anderen sozialen Dialog, der besser geht nicht. Nämlich stehen mit dem Patronat der UEL. Wir schwätzen heute nicht von den einzelnen Betrieben an einzelnen Kollektivvertragsverhandlungen. Wir hatten heute Morgen noch ein Dossier von einem Aufschluss an einem Industriebetrieb bei Avery an Dennison, wo wir ganz positiven Aufschluss gekriegt haben. Da schwätzen nicht verallgemeinern nicht auf die Einzelbetriebe. Wir schwätzen heute ganz präzise Patronatsorganisation UEL und an die Einzelorganisationen, die auch zusammen bilden. Sozialdialog auf dem Niveau funktioniert effektiv nicht. Und ich will schaute mitten an zwei Beispiele gehen, die ganz rezenter Natur sind. Keine Angst, ich komme nicht darauf zurück, dass 2014 refusiert haben, Proposition von der Regierung, die Gott sei Dank die Regierung dann nicht gesagt hat, den Index normal funktionieren zu lassen. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Aber rezent Beispiele sind da zwei. Das erste Proposition, wie sie das nennen, von der UEL für aus der Krankenversicherung eigentlich rauszuklammen, an dem Sinn, wo sie wollen in Zukunft die sogenannte Kotisationen hier per für Prestation an Natur nicht mehr wollen bezahlen. Wir haben noch heute Kommuniqué rausgehen zu dem Sujet. Ich will an diesem Kontext so, dass mehr eine katastrophale Position betrüchten, die dort UEL angeholt wird. Das bedeutet weiter nicht ernst, wie das du ein UEL will, aus ihrer finanzieller, sozialer, moralischer Verantwortung sich zurückziehen in Bezug auf Krankenversicherung, auf ein System von der öffentlichen, solidarischen Krankenversicherung, und das ist inakzeptabel. Das ist inakzeptabel, wenn den do Propositionen möchte, die weiter nicht Ernstes bedeuten, dass es zu einem Rückgang von sozialen Inegalitäten feiert, wenn sich will, aus einer öffentlichen, solidarischen Versicherung zurückziehen. Ich gehe nicht auf hier Milchmädchenrechnung an, wie wenn das neutral wäre vom Kostenpunkt, weil das überhaupt nicht neutral ist, bedeutet weiter nicht Ernstes, wie dass du ein UL probiert, dass auf all den nächsten Jahren massiv Geld angespart wird für Niveau von Kotisationen, die sie nicht mehr bezahlen, an diese einseitig willen, ob ein Salariat raufdrecken. Sie wollen dann das Salariat, was sich Herr No immer im Froh stellen, wann notwendig gibt, Kotisationen gegebenenfalls an Blut zu heben. Sie wollen dadurch auch ein Salariat splicken, für eben unter anderem eine privat-kommerzielle Versicherung zu fördern. Und sie wollen sich für allem aus der Verantwortung herausstellen, par rapport zu unserem letztebäuerischen Gesundheitswesen insgesamt. An dem Sinn, also sie geben da nicht davon verstehen, umgedreht werden, wenn sie nicht mehr an einer Krankenversicherung diskutieren, dann hört ihr auch keine Verantwortung mehr, und da kann ich mit all ihren
mit all den möglichen Lobbyen immer politisch ob als Gesundheitswesen schäfen Stichwort das zu teuer, es belaschte zu viel als öffentliche Finanzen und so weiter und so weiter. Das, was hier proposiert wird von der UEL als für den UGBL inakzeptabel an das und sich das beste Beispiel, wie wenig sozial responsabel ein UEL am Moment hier am Land agiert und funktioniert, wie gesagt, DW, du machst mehr du nicht matt. Wir sind auch froh darüber, dass eine Regierung dem eigentlich schon eine ganz negative Position entgegengehalten wird, unter anderem auch der Minister von der Sekretär Sozial. Ein zweites Beispiel vom sozialen Dialog, den nicht funktioniert mit der UEL, als die Diskussion über die Arbeitszeit. Wir hatten gestern 13 oder 12 oder 13 Stunden Diskussionen nach Verhandlungen zu Sendungen mit der UEL, mit dem Arbeitsminister an seine Leute. Und du kannst das egal wie interpretieren, dass es nicht zu einem Akkord kommt, also dass kein Konsens ist, den du nicht entstanden hast, oder ob ihn das vielleicht wie einfach seht, keine Verhandlungen zwischen uns und dem Patronat sind du effektiv gescheitert. An den UGBL hat alles gemacht, nicht nur gestern, mit all die Reunionen für einen Akkord zu finden, aber den UGBL hat kein Mandat von all seinen Membern, und ich sind so frei zu behaupten, von allen Salarien hier aus dem Land, für etwas aufzuschließen, was an Zukunft gibt, die Arbeitszeiten von den Leuten hier am Land, von den schaffenden Leuten hier am Land verschlechtern, und wesentlich auf Ruhe stellen. Ich will an diesem Kontext noch einmal als Position ganz klar sagen. Wir haben im Moment ein PAN-Gesetz, was ein Gesetz ist, was nicht gut ist, weil schon heute bei den Arbeitszeiten vieles am Schiefe liegt, und das zu Ungunsten von den Salarien. Just ein Beispiel. An dem PAN-Gesetz gibt es eine Überstundendefinition, die eigentlich kein ist. Schwammig, diffus, vag, ob 100 Möglichkeiten zu interpretieren, was dazu führt, das Haut. Massiv Überstunden hier am Land gemerkt gehen, die nicht als Überstunde bezahlt gehen, und da bezieht sich nicht nur auf Majoration, wir gehen auch ganz viele Stunden hier am Land gemerkt. Und da vielen Wirtschaftsbereichen, in den meisten, wo überhaupt nur die Überstunde gar nicht mehr auftauchen und bezahlt gehen. Und das hat ganz viel mit dem Gesetz zu tun, was bekanntlich die Arbeitszeiten maximal nicht mehr flexibilisiert bis zu einem Monat. Nur GBL hat gesagt an der aktuellen Diskussion, dass bessere Regeln müssen angefordert werden für die Arbeitszeit. Bessere Regeln, das heißt, dass den Einzelnen, der schafft, eng besser am eng so lang wie möglich Planung hat, wie schafft, und dass auch so lang wie möglich Vierwarnzeiten hat, wann etwas gegebenenfalls in seinem Arbeitsplan muss geändert gehen. Auch die Probleme hat das aktuelle PAN-Gesetz nicht gelöst. Und da könnt eine Forderung vom Patronat, die sagt, mal Monat geht nicht durch, wir wollen gesetzlich 4 Monate. Wir wollen eine weitere Flexibilisierung. An den OGBL hat von Anfang an ganz klar gesagt, so eine Diskussion als erstens mal mit dem verbunden, was auch in den Jahren nicht im Niveau vom PAN-Gesetz passiert ist, nämlich die an Aussicht gestalten auch Verkürzung von den Arbeitszeiten. Flexibilisierungsdiskussion ist untrennbar verbunden mit der Verkürzung von der Arbeitszeit. Das war am Anfang von der Diskussion so, und das ist heute auch noch immer der Fall, und das wird auch so bleiben. Und damit geht es nicht durch, weil neben der Definition
zum Beispiel par rapport zu den Überstunden an der Gestaltung von der Planung von der Arbeitszeit komme, wann ich will weiter Flexibilisierung diskutieren. Wo in Referenzperioden als Nami lang mischt wie just der Mond, ja, da müssen zusätzlich Regeln angefordert geben, hier den einzelnen Salarié seriös zu schützen. Zusätzlicher Natur. Und ich gebe ein Beispiel. Das ist, dass wenn die Milan will flexibilisieren, an dem Moment muss eine neue Notion angefordert gehen, nicht nur die Begrenzung von der wöchentlichen Arbeitszeit, sondern für allem die von der monatlichen Arbeitszeit. Es muss nur irgendwann ein Limit angebaut gehen, auch für es klar zu machen. Und da wisst ihr, wie weit da so Diskussionen scheitern. Ein Patronat will, dass es hier am Land möglich geht, dass 4 Wochen oder 4 Stunden geschafft wird, ohne dass das eine Überstunde ist. Oder 3 oder 4 Stunden geschafft wird und dann 4 Stunden, ohne dass das eine Überstunde ist. Aber wenn ich von den 4 oder 4 Stunden schwätze, muss es ganz evident sein, dass das nicht darf passieren. Wenn ich will, Gesundheit und Sicherheit von den Leuten nach seriös holen, dass das ein seriöses Thema ist. Wenn ich aber auch, wie das der Arbeitsminister will, an Gesetz abschreiben, dass ein Arbeitszeitgesetz soll gut Arbeitskonditionen schaffen, dann muss es auch da ein Limit ganz klar geben, was überhaupt maximal an einem Monat möglich ist. Ich habe erst den Punkt gesagt, weil das zum von mehr Punkten sind, die eben nur gefehlt haben, für das zu einem Akkord kommen als in der anderen froh, ja dann doniert auch von der Arbeitszeit verkehrt zu. Der OGBL, den verlangt du ein Limit, wir haben proposiert. Weil es gibt immer Leute, die meinen, der OGBL wäre nicht bereit, doch ich werde nicht flexibel, nicht variabel Arbeitszeiten zu diskutieren. Wenn der OGBL sieht, das muss klar geregelt sein, und muss eine Konterpartie geben. In diesem Fall ist ganz klar, dass wir proposiert haben, dass par rapport zu der 40-Stunden-Woche, wenn ich das auf den Mond rechnet, es kann ein plus minus 10% gehen, ohne dass das direkt zu einer Überstunde führt. Das ist die maximal planbare Arbeitszeit. Wenn das refusiert wird, auf der anderen Seite, da kann es nicht zu einem Akkord kommen, und es so das auch schon en vue von dem, was der Arbeitsminister angekündigt hat, nämlich dass er sich selber proposiert hat, ein Gesetzprojekt auszuschaffen, und die plus minus 10% werden da für uns ein ganz, ganz wichtig Forderung sind. Gerade so wie die Limitation von den 12 von den Arbeitstagen, eine klare Definition von den Überstunden, und dafür in allem auch, was passiert, wenn Überstunden mehr Arbeit muss geschafft gehen, da wollen wir, dass den sich zur Verfügung stellt, für seinen Betrieb mehr zu schaffen, mehr Arbeit zu machen, dass die nicht nehmen, dann noch majoriert kriegt, wie es muss sein, aber dass der nur auch hin muss sein, den der Schwarm muss können, wie wenig, dass etwas auf Freizeit dann entgegenkompensiert wird oder ob die Überstunden gegebenenfalls auch muss bezahlt gehen, und dass das nicht Remmenkeier kann ein Patron sein, den dafür 2 Keier eine Decision par rapport zu dem Ganzen anhält. Resümiert gehen es ein ganz paar die Punkte, die dazu gefordert haben, dass es zu keinem Akkord kommt. Also wir sind nur dann an der Situation, wo, und es schon gesagt, der Arbeitsminister sich proposiert, ein Gesetzprojekt zu präparieren. Und das ist mehr als OGBL ganz klar, der Arbeitsminister kennt alle guten wichtige Punkte an, wir fordern, dass die an dem Gesetzprojekt respektiert gehen, und es gibt vom Fonds hier 2 Möglichkeiten, es sind 2 Varianten. Die erste Variante ist ein verbessertes PAN-Gesetz, wo die maximale Referenzperiode, die legal möglich ist, der Mond ist. Und die zweite Variante, das ist gerade so verbessert Regeln von den Arbeitszeiten plus adaptierter am Kader von gegebenenfalls einer längeren Referenzperiode, und dann muss das natürlich Konterpartie haben von einer Arbeitszeitverkürzung. Das sind die 2 Varianten, die möglich sind, und mehr fordern die Regierung ob,
ein Arbeitszeitgesetz zu machen am Interessen vom Salariat hier zu Lützeburg. Und es kann nicht so sein, dass ein Arbeitszeitgesetz nach weiter verschlechtert wird, wie das bislang schon der Fall ist. Was Duell belangt, kann ich das resümieren, dass hier Haltung auch gerade so wie am Fall von der Krankenversicherung höchst sozial irresponsabel ist. Par rapport zu ihren eigenen Salarien. Es kann den so ein Duell als nicht reif für eine weitere Flexibilisierung hier zu Lützeburg. Es wird zu einem Akkord kommen, wenn ein UL auch auf den Weg gegangen wäre, gerade so wie der UGBL, für eine Harmonisierung zwischen den Arbeitszeitinteressen der Salarien und eben den Bedürfnissen der Betriebe zu agieren. Das wird Duell nicht gemacht. Ich gehe zu einem weiteren Punkt über, das sind die anderen Dossiers, die wir diskutieren. Ich habe schon 2 Jahre geschwärzt gehabt, an Dennison, respektiv Fight bei der Imprimerie Faber. Aber ich meine, du nicht gehen 2 ganz wichtige Dossiers, die am Moment en Kurs sind. Das sind Kollektivvertragsverhandlungen am Busbereich, die übertrittiert an, führen alle noch Kollektivvertragsverhandlungen am Bereich von der International School, wo man jo bekanntlich zu der kurzem konfrontiert sind mit enger Aktion, die ganz stark verfolgt wird von denen Betroffenen, nämlich in Bummelstreik. An Bummelstreik an dem Sinn, dass es nach Schüssdienst nur 4 Schriften gibt. An wir haben noch drauf, dass du von Seite von Patronatsseite hier an der International School, dass du seriös verhandelt wird für allem da wann ich weiß, dass die Privatschule auch von einem Staat subventioniert wird, und das an der Enveloppe, wenn als Informationen stimmen, an der Enveloppe jo Gelder sind, die für allem da sind, weil an dem Bereich, am öffentlichen Bereich, lojo eng Gehaltsentwicklung stattgefunden wird, und dann als de so van dat an der Enveloppe von seinem Betrieb dann abfließt, von Eisensteuer bezahlt wird, aber da muss das auch den Zweck erfüllen, dass das an die Lohn- und Arbeitsbedingungen von dem Personal fließt an nicht an irgendetwas Ernstes, weil sonst muss ich auch irgendwann froh abwerfen, ob das der richtige Gebrauch ist von den öffentlichen Geldern. Aufschließend haben wir über diesen Kongress geschwärzt, den außerordentlichen Kongress, den den 2. Juli wird stattfinden. Den außerordentlichen Kongress steht unter dem Stichwort von enger Statutenreform für den UGBL, das heißt egen Konstitution, für das mal so zu nennen, an wo man eben nur ein ganz Party von Propositionen haben für den UGBL, ob alle Punkten, ob das im Niveau von seiner Mitgliederbetreuung ist, am Arbeitsrecht, am Sozialrecht oder ob es um Niveau ist vom Funktionament von seinen eigenen Strukturen, sowohl seine Lokalsektionen wie natürlich seine Berufssyndikate an seine Abteilungen, wo man eben par rapport zu dem ein ganz Party von Propositionen haben, für uns zu adaptieren, anzupassen, zu modernisieren, für den UGBL insgesamt als Gewerkschaft zu Lützeburg auf Zukunft zu präparieren, auch für Zukunft zu stärken. Mengen leider zu so, dass das doch interessant ist, das ist inzwischen ein Zufall, mit einem flotten Zufall, dass das dann noch bekanntlich an die Jahr fällt von der 100-jährigen Geburtstagsfeier von den freien Gewerkschaften hier zu Lützeburg. Du wird dann die nächsten Wochen als ein Dokumentarfilm rauskommen, über die 100 Jahre gedreht vom Regisseur Andy Bauscher. Wir haben dann auch eine akademische Sitzung, die ich auch schon kann annoncieren, den 19. Oktober am Gebäude von der Uni Lützeburg. Was die Statuten belangt, wird haut den neuen Nationalvorstand das Projekt validiert, den geht weiter an die Strukturen.
zur Diskussion, wobei die Diskussion, das will ich auch so, nur schon Main lang am Gangen ist. Es war bis eine ganz liebliche Diskussion mit allen implizierten Strukturen an Mandatsträger an. Wir sind froh, dass ganz viele Überlegungen raggeflossen sind. An viel von denen Überlegungen sind ich auch sicher, werden sich her nur an den neuen Statuten rumfallen. Voilà, das will ich da vielleicht noch just daran erinnern, dass wir kurz für den meisten Mai stehen. Wir haben den 21. April, werden wir Oves als Veranstaltung, kann ich so als politische Veranstaltung von einem politischen 1. Mai zu dir verdenken, den 21. April, und dann den 1. Mai natürlich auch der große Rendezvous an der AB Münster, wo wir immer mit einem ganz flotten Programm werden Jitfried begeistern können. Voilà, ich stehe noch für erfreuen.